Wir haben zwei Freundinnen eingeladen, Danica und Tamara. Wir haben ihnen Fragen gegeben, die sie vorher noch nicht kannten und sind gespannt, wie sie einander diese Fragen stellen und beantworten. Danica, wie würde ein Film über unsere Freundschaft heißen und warum? Oh my goodness, cool. Ich würde sagen, The Crazy Life of Two Traveling Ladies. Möchte gern Traveling Ladies. Nein, einfach weil ich finde, unsere Leben sind irgendwie so crazy momentan gerade und wir sprechen viel über das Reisen und was wir nicht können momentan, aber gerne würden und ja, und es ist crazy, aber gleichzeitig tief und gut ja, something like that. Ja, klingt gut. Okay. Tamara, in welche 3 Etappen würdest du unsere Freundschaft einteilen? Take your time. Welche 3 Etappen? Ich würde sagen, dass für mich gibt es eigentlich nur 2 Etappen. What? So, dass wir kennen uns aus der Ferne und finden uns cool und merken, da könnte eine Freundschaft entstehen. Zu dem Moment, ich kann gar nicht mehr sagen, wann das war, wo irgendwie klar war, wir sind so. X+ 2017. Okay, ja, du bist sowieso besser in... Yeah. Ja, eigentlich müsstest du die Frage beantworten, weil du alle Jahreszahlen und alles kannst. Für mich ist nur so, ich kannte sie aus der Ferne, sie war in meinem Leben. Genau. Ja, für mich sind es eigentlich die 2 Etappen, würde ich sagen. Ja. Sounds good. Ja, ich hätte auch dasselbe gesagt, glaube ich. Ich wusste schon lange von dir, oder wir wussten lange voneinander. Und dann haben wir uns bei Alonia kennengelernt und dann irgendwie, ja, ich fand dich cool, ich fand dich funny und dann Explo und dann ging es los. So cool. Ja. Let's go. Oh, ich muss die nächste Frage stellen. Ja. Also Danica, was habe ich richtig gemacht, damit unsere Freundschaft wachsen konnte? Erzähl. Okay, das sagt schon einiges. Du weißt, wer du bist. Du weißt, dass du eine coole Socke bist und du bist dich selbst und du erträgst mich. Ja, echt. Ich glaube wirklich, ich kann einfach so sein, wie ich bin und du kannst es handeln und du bist dich selbst. Du bist a lot of fun, so viel Spaß haben wir zusammen und auch einfach tiefe Gespräche und du bist so das Gesamtpaket. Ja, ich glaube, und es wurde auch immer wieder tiefer, glaube ich, über all die Jahre so. Und es ist so ein cooler Mix zwischen, in einem Moment lachen wir über die dümmsten Dinge und dann 10 Minuten später haben wir die krassesten, tiefsten Gespräche und wir können einfach sein und uns selbst sein. Und das ist, glaube ich, mega, mega essentiell. Ja. Ja, wie schnell wusstest du, dass wir Freunde werden könnten? Schnell. Wie schnell? Nächste Frage. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass es matcht im Alltag. Es war von Anfang an sehr ungezwungen und flow. Und das war für mich so, ich meine, weißt du noch, am Anfang gingen wir immer, haben wir einmal im Monat abgemacht für ein Abendessen. Yes. Und das war immer so, wir kamen, wir sprachen, wir gingen. Und es gab nie so die Momente, wo man denkt, oh, okay, mühsam oder nicht so Momente, wo, ja, ich finde, es klickt ja einfach so mit gewissen Personen. Ja. Und das war bei dir. Was war die Frage?
Wie schnell wusstest du, dass wir Freunde werden schnell. können? Ja, genau. Schnell, ja. Ja, und ich glaube, bei mir war auch noch so ein Punkt, dass ich gemerkt habe, wir haben ähnliche Werte Ja. und ähnliche Art, das Leben zu sehen und Yes. wo wir hin möchten. Und für mich warst du von Anfang an eine Person, die potenziell in meinen Close Circle kommen kann, weil da, wo du bist, in diese Richtung möchte ich mich ja entwickeln und wir möchten gemeinsam uns dorthin entwickeln. Und das war für mich so der allerengste Kreis. Da möchte ich Personen haben, wo ich weiß, keine Ahnung, wenn es mir mal nicht gut geht, sie sprechen Wahrheit in mein Leben oder sie führen mich näher zu Jesus und Yes. oder auch mich herausfordern. Und das wusste ich von Beginn an, dass wir da irgendwo in der gleichen Hemisphäre uns bewegen. Ja, ich meine, wir waren ja beide auch Worship-Leiter. Ich war ja lange noch in einer anderen Church. Und ich glaube, das war für mich auch so speziell, weil wir uns austauschen konnten über Dinge, die gleich sind oder ähnlich waren. Aber wir hatten nicht denselben Circle. Und ich glaube, ja, dadurch haben wir wussten immer, wovon die andere spricht und hatten trotzdem die Freiheit, weil wirklich tief darüber zu sprechen, weil es nicht dieselben Leute betraf. Ja. Yep. That's right. Bin ich dran? Ja, Yes. ich bin dran. In welchem Moment, sehr spannend, das interessiert mich auch, in welchem Moment warst du bis jetzt am dankbarsten, dass du mich als Freundin hattest? Moment. Es gab viele Momente, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren. Ich glaube, du hast massiv dazu beigetragen, dass ich heute bin, wer ich bin. Und dass ich in dieser Church bin. Und jetzt so ein Moment, der mir in den Sinn kommt, ist nicht allzu lange her. Du weißt, wovon ich spreche. Ja. You're a treasure. Ja. Jetzt muss ich du warten. Ja. Also? Okay, also weiter. Das wäre eine Frage, die du eigentlich liebend gerne stellen würdest. Ich stelle sie dir dann auch noch, keine Angst. Welche Eigenschaft von mir hättest du auch gerne mehr? Ganz einfach zu beantworten. Deine Strukturiertheit im Alltag und deine Strukturiertheit. Du weißt, ich meine, das beste Beispiel, wenn wir gemeinsam in die Ferien gehen, ich weiß nicht, wo mein Pass ist. Ich weiß vielleicht noch, wo meine Tasche ist. Wie ich von A nach B komme, ich bin ziemlich planlos in dieser Flughafen-Departure. Sie übertreibt massiv. Und das liebe ich, weil du kannst mir sagen, Tamara, du nimmst jetzt deinen Pass in die rechte Hand und hier ist dein Ticket beim Pass, weil das brauchst du nochmals bei Kontrolle. Und ich merke, du hast so eine Leichtigkeit, von A nach B zu kommen, weil das gelingt dir einfach. Du musst nicht studieren, wie das funktioniert. Du bist sehr schnell in deinem Leben. Und irgendwie kostet dich das nicht so viel Anstrengung, wie es mich kostet. Irgendwie Disziplin, Struktur und so den Durchblick zu haben. Ja, ich bin da manchmal ein bisschen zu verpeilt und bin froh, dich an meiner Seite zu haben. Ja. Love it. Ich bin dran, ne? Warum, liebe Danica, brauchst du mich? Oh my goodness, that's a deep one. Ich glaube, ich glaube, du bist so die gesunde, nicht der Gegensatz, weil wir haben zu viel gemeinsam, aber du bist so die gesunde Leichtigkeit in meinem Leben, so dass einfach irgendwie Spaß zu haben, sich nicht zu ernst nehmen, irgendwie, um trotzdem, ich finde, du bist unglaublich gut darin, Wahrheit auszusprechen und auch Wahrheit in mein Leben reinzusprechen, in Liebe, aber in Klarheit, und du scheust dich nicht, meistens nicht, davor mir Klartext zu sprechen und
ja, das ist echt eine Eigenschaft, die ich an dir liebe und wo ich auch denke, dass ich eben, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe, ich wäre nicht am selben Punkt ohne dich in meinem Leben und ja, und für den Fun und für all die Dinge, die wir schon erlebt haben und noch erleben werden und fürs Visionieren und Träumen und herumalbern und keine Ahnung, ja, einfach you're the whole package. Welche Geistesgabe, es wird tief. Welche Geistesgabe siehst du bei mir am meisten? Ich sage jetzt einfach, was mir zuerst in den Sinn kommt, die Unterscheidung der Geister. Wow. Ich war noch eine Sekunde versucht zu sagen Prophetie, aber für mich ist so das Unterscheidung der Geister, da hast du vielleicht das, was ich vorher angesprochen habe mit dem Ablauf. Jetzt ist ein Pass in die Hand, jetzt machst du das. Das sehe ich auch im Geistlichen bei dir, dass wenn du kannst Dinge sehr schnell einordnen und weißt, von wo sie kommen und weißt dann auch, wie du handeln willst. Und das ist für mich etwas, oder du kannst irgendwo sein und kannst schnell erkennen, okay, das ist das Göttliche in der Situation und das ist das, was noch nicht göttlich ist. Das sind für mich so, ja, das Unterscheiden und dann aber nicht nur unterscheiden und es bei dem belassen, sondern dann auch zu handeln, okay, was machen wir jetzt, das Zielorientierte. Wow. Ja. Krass. Danke. Awesome. Nothing to add. Honored. Muss ich jetzt dir wieder eine Frage? Ja. Okay. Man sieht nur schon anhand von, ich weiß nicht mehr, wer die Frage stellen muss. Also, warum? Nein, stopp. Doch. Frage 5, genau. Welches Wunder oder welchen Durchbruch wünschst du mir am meisten? Ich wünsche dir dass du die tiefen Herzenswünsche erleben darfst, die du hast. Und weil ich glaube, dass es einfach so cool und so gut wäre, wenn die in Erfüllung gehen würden. Und ich mich mit dir so freuen könnte. Genau. Und ja, ich meine, ich finde, du auch im Geistlichen, ich finde, du läufst deinen Weg so geradlinig und so klar und einfach, dass du da noch mehr davon sehen kannst und sehen darfst, was jetzt noch nicht ist oder was du dir vielleicht erträumst auch oder wo du noch nicht mal davon träumen kannst, dass du einfach noch mehr so in die Next Levels reinsteppen kannst, die Gott für dich hat, weil ich glaube, du bist eine Person, die so echt kompromisslos mit Jesus unterwegs ist und trotzdem auf so eine gesunde Art ihren Alltag lebt, ihr Leben lebt, nicht zu übergeistlich und trotzdem so klar ausgerichtet. Und ja, das möge belohnt werden. Das nehme ich. Ja, come on. Ich glaube, das ist doch auch das Schöne, jetzt zum Beispiel an unserer Beziehung, wenn du wieder mal eine irgendwo Erkenntnis hast über ein Thema geistlich, dann teilst du das mit mir. Und auch wenn ich selber diese Erkenntnis nicht hatte, dann macht es ja trotzdem etwas mit mir. Und es weitet meinen Horizont. Ja. Und das liebe ich an unserer Freundschaft, dass geistliche Themen sehr präsent sind. Yes. Und wir immer wieder über das austauschen. Oder du zum Beispiel, okay, jetzt habe ich dieses Buch gelesen, da steht das und das, was wäre, wenn das so wäre. Ja. Und das liebe ich, weil das, also ich glaube, du hast schon viel dazu beigetragen, dass mein keine Ahnung, Themen in mein Leben kamen geistlich, die ich nicht gewälzt hätte, wenn du die nicht an mich, wie sagt man dem? Herangetragen Herangetragen hättest.
Ja, same. Ja. Same. Ja. Ja, good one. Okay. Wo sollte ich mehr von mir halten oder stärker an mich glauben? Next one. My Lord, okay. Wo solltest du Ja. stärker an dich glauben oder mehr von dir halten? Ist noch schwierig, ne? Ich wüsste auch nicht, was sagen. Also grundsätzlich bist du für mich schon eine Frau, die sehr, ich sag mal, eine gesunde und stabile Innenwelt hat. Warum ich das jetzt sage, ist, weil daraus ja fließt, dass du grundsätzlich weißt, was du kannst und reflektiert bist und weißt, was du nicht kannst. Oder wir auch darüber sprechen. Also von dem her gibt es nicht ein Thema oder Bereich, wo ich das nicht schon irgendwie gesagt hätte oder wo ich das Gefühl habe, du stehst komplett im Schilf und glaubst jetzt gar nicht an dich, weil wenn es zwar Bereiche gibt, wo du nicht an dich glaubst oder wo du vielleicht Zweifel hast, ob es wirklich so ist, wie es ist, dann weißt du, dass Gott keine Grenzen hat. Von dem her würde ich sagen, in den Bereichen, wo das vielleicht der Fall wäre, machst du dich so von Gott abhängig, dass seine Möglichkeiten auch zu deinen werden können, dass es nicht mehr so ein Thema ist? Ja. Macht das Sinn? Ja, absolut. Ja, also es klingt jetzt so, als wäre ich die Selbstbewusstheit in Person. Das bin ich nicht, aber, aber ja, ich weiß, was du meinst. Komplett, ja. Ja, good one. Ja. Hey, schon die letzte Frage an dich. Stimmt das? Ja. Frage 6. Ja, ja. Also, erkennst du Gottes Eigenschaften in meinem Charakter? Welche? Wow. Ja. Ich erkenne definitiv Gottes Eigenschaften in deinem Charakter. Ich erkenne Geduld. Und die Wahrheit, die er ist, die du aussprichst, nach der du dich ausrichtest, nach der du dein Leben lebst und auch mit Menschen umgehst, mit Menschen sprichst. Auch ein Sinn für Humor. Echt, weil ich glaube, Gott hat so krassen Humor und da hat er dich definitiv mit gesegnet. Ich erkenne Freundlichkeit und so das Liebevolle, mit dem du sprechen kannst. Und ich finde, das ist echt etwas Göttliches, weil du kannst in einem Gespräch, wie ich vorhin gesagt habe, du kannst so klar sein. Und ich glaube, Gott, er ist klar, der lässt nicht, der ist Wahrheit und der sagt die Dinge, wie sie sind und daran gibt es nichts zu rütteln. Und gleichzeitig ist er so gütig in der Art, wie er uns lehrt und wie er uns diese Dinge beibringt und uns formt. Und ich finde, gerade als Leader bist du so eine Person auch, die Junge sieht, die sie liebt und auch mich und mich prägst und die Leute prägst auf eine Art mit einer Klarheit, mit Ermutigung und die Leute freisetzt. Und das ist das, so wie ich meinen Gott auch kenne. Ja, genau. Es gibt noch viel mehr, aber die Zeit ist bald um. Deswegen, I'll tell you later. Last question. Wie hat Jesus schon mal durch mich zu dir gesprochen? Also, mir kommen ganz viele Momente in den Sinn. Auch ganz viele einfach Diskussionen, wo wir haben, wo ich merke, okay, jetzt
unterstreicht der Heilige Geist irgendetwas in meinem Leben, weil du etwas sagst. Also so, das kann manchmal auch ziemlich beiläufig nebenbei sein. An eine Situation mag ich mich erinnern, wo ich wirklich das Gefühl hatte, Jesus kam durch dich zu mir in einer sehr präsenten Form. Das war vor 2-3 Jahren, als mir nicht gut ging, hattest du mir eine Nachricht geschrieben mit wie Gott mich sieht, also mit so alles so Bibelversen. Und du hast das mir nicht einfach geschickt und gesagt, hey, mega krass, was Gott über uns denkt und bla bla bla, sondern du hast das mir in einer Sprachnachricht gebetet. Also du hast die Wahrheiten Gottes, wie er mich sieht, über mir ausgebetet in dieser Sprachnachricht. Und ich weiß, das habe ich sogar zu einem späteren Zeitpunkt mal nochmals angehört, weil das für mich so wie von Jesus direkt kam. Nicht nur einfach, ich muss jetzt lesen und ja, das stimmt in meinem Kopf, die Wahrheit, dass ich das weiß, sondern wirklich so, das ging in mein Herz und ich habe wie das Gefühl gehabt, durch deine Stimme wirklich so die Person Jesus, die zu mir kam. Wow. Ja. Ja. Awesome. I love you so much. Hast du noch eine Frage? Wir sind am Ende. We're all done. Wir sind am Ende. Wortwörtlich. Letzte Frage. Interessiert dich noch was? Ich glaube. Ich weiß jetzt, die eine Frage wäre mit den 3 Etappen. Ja. Die dritte Etappe wäre jetzt und für immer weiter. Oh, Das wäre so für all das, was noch kommt. Ja. Weil ich weiß, go. dass unsere Beziehung nicht heute oder morgen zu Ende sein wird. Nice. Also das kommt dann mal noch Etappe 3. Yes, kommt dann irgendwann noch in 20 Jahren. Alright. Danke euch fürs Zuhören. That was that. I love you. Bye bye.